So, mein Thema ist, hat Jesus ein Problem mit LGBTQAI+. So, das ist mein Thema, wo ich heute darüber spreche. Und die Frage ist natürlich, warum mache ich das? Ich habe die letzten Monate mega viele E-Mails und auch Fragen von Leuten bekommen. Was ist dann die Meinung von mir persönlich, von ICF Zürich, über dieses ganz brandaktuelle Thema, wo ja die Medien auf und runter geht. Und mir ist was aufgefallen, dieses Thema ist hochsensibel. Eigentlich ist es wie ein Minenfeld. Egal was man sagt, du wirst irgendwo eine Mine finden. Und man kann nicht ein Thema besprechen, ohne irgendwo vielleicht etwas zu sagen oder Leute auf die Füße zu stellen. Und ich bin mir bewusst, dass die meisten von uns haben mit diesem Thema kein Problem, ist nicht dein Thema. Aber wir alle kennen Leute, die dieses Thema total drin leben und auch Fragen haben. Und wenn du sagst, ich gehöre zu dieser Gruppe, dann ist mir mega, mega wichtig, entspann dich für einen Moment, weil ich möchte das gerne in 3 Themen aufteilen. Ich möchte ein bisschen geschichtlich uns erklären, wie kommt es zu diesem Mindset. Ich werde dann ein bisschen in Theologie hineingehen, wie kann man das auch theologisch verstehen. Ich habe ein Dreirad mitgebracht, ist nicht mein Dreirad, sondern das haben wir angemalt. Und dann ein bisschen auch darüber überlegen, wie kann man das ganz konkret umsetzen als eine Person, als eine Familie. Und das ist mir mega, mega wichtig. Ich bin mir bewusst, es ist ein zu extrem explosives Thema, aber lass uns mal die Emotionen runterbringen und mal den Kopf brauchen und nicht nur die Gefühle und das Herz. Ich möchte beginnen mit Matthäus 19, Vers 4. Ich spreche ein Zitat von Jesus, da sind wir schon mal sicher, oder? So, Jesus antwortete, habt ihr denn nicht die Schrift gelesen, was in der Heiligen Schrift steht? Denn es heißt doch, dass Gott am Anfang den Mensch als Mann und Frau schuf und es gibt einen Punkt und es gibt da keinen Komma. Wenn man nur schon das vorliest und sagen Leute, was? Sag ich, habe nur die Bibel vorgelesen, nicht mal meine Meinung, nicht mal deine Meinung, sondern einfach mal das Wort Gottes. Wir haben auch eine Bibelserie darüber gemacht, die letzten paar Monate. Wenn du nicht an das Fundament der Bibel glaubst, dann glaubst du an das, was du glauben willst. Aber du bist nicht die Bibel und du bist nicht die Gott. Das ist schon mal die Grundlage. So, ich nehme euch mit in eine Geschichte und zwar, wie hat sich das alles entwickelt? Und zwar in 1. Korinther 7, Vers 4 heißt es von Paulus, ein hochinteressantes Zitat. Nicht die Frau verfügt über den Körper, sondern der Mann. Amen, oder? Es geht aber weiter. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Frauen, sag Namen. Und was Paulus mit dem sagen möchte, und es war von Anfang immer so gewesen, im Plan von Gott ist Frau und Mann gleichwertig. Aber wir sind nicht gleichartig. Gott sieht uns immer als ein Team. Gott hat es noch nie anders gesehen. Wir sind ein Team. Gott hat die Eva gemacht als eine Gefährtin. Und dann sagt man, ja, siehst du, sie muss mir helfen. Es ist ganz, ganz einfach. In meiner Ehe, ich brauche Hilfe von meiner Frau. Und meine Frau braucht Hilfe von mir. Wir sind beide auf Hilfe angewiesen. Und Gott hat gesagt, ihr seid ein Team auf Augenhöhe, gleichwertig in den Augen von Gott. Das ist die Grundschöpfung. Lasst uns mal für die Grundschöpfung Gott einen Applaus geben. Weil das ist mega wichtig. In der Kirchengeschichte hat man dann oft viele Fehler gemacht. Man hat dann Bibelverse rausgenommen, hat mit der Frau dann etwas gemacht, was absolut nicht fair ist. Ich möchte euch 2 Zitate bringen, um euch erklären, wie schlimm man die Rolle von Frau und Mann ausgelebt hat. Aristoteles sagt in seinem Buch Politik, der Mann ist naturgemäß der Frau überlegen. Der eine herrscht, der andere wird beherrscht. Dieses Prinzip gibt notwendigerweise in der ganzen Menschheit. Stell dir mal vor, griechisches Denken heißt, der Mann ist oben und die Frau kochen, putzen, glätten und ich sage dir, was du machen musst. Und für den Mann Halleluja, für die Frau eine Katastrophe. Das ist griechisches Denken. Das hat nichts zu tun mit der Grundschöpfung von diesem Gott im Himmel. Ein anderer Mann sagt, der David Inston, sagt in einem Brief von den Römern, das musst du mal geben. Man erwartete, dass römische Ehemänner Konkubinen haben und Prostituierte besuchten. Nach einer Mahlzeit war es üblich, darum haben die immer gegessen. Jetzt kommt der Punkt, warum. Dass der Gastgeber diese Dienste anbieteten, Ehefrauen, die sich darüber beklagten, wurden als wählerisch und störend gesehen. Ist das nicht crazy? Das heißt,
In der römischen und in der griechischen Kultur war es immer so, man hat die Frau runtergedrückt und man hat sie angefesselt. Sie war einfach nur eine Sklavin. Im jüdischen Denken, im göttlichen Denken war das Gegenteil Augenhöhe, Wertschätzung, Liebe und du hast auch was zu sagen. Kein Wunder, sind irgendwann mal Leute aufgestanden und gesagt, liebe Frauen und Männer, hey, das kann doch nicht so weitergehen für 1800 Jahren. Im Jahr 1800 ist die Gleichberechtigung entstanden und zwar die Ehefrauenrechtlerin Etta Palm hat gesagt, wir Frauen sind doch eure Gefährten und nicht Sklaven. Dann sagt man, ja, das stimmt schon, hast du recht. Dann hat man die Frau raufgebracht auf die gleiche Ebene, aber immer noch angekettet und immer noch versklavt. Ja, bis zur gleichen Höhe, aber ich steuere dich noch immer. Dann haben wir gemerkt, im Jahr 1900 haben wir gesagt, okay, es gab der Differenzfeminismus. Und man hat gesagt, das Geschlecht ist nicht etwas, was man hat, sondern was man tut und eben auch anders leben kann. Und dann hat man zum ersten Mal gesagt, nur weil du als eine Frau geboren worden bist, kann es doch nicht sein, dass du einfach verdonnert wirst zur Küchenarbeit, Kinder großzuziehen und du musst machen, was du willst. Und man hat zum ersten Mal in der Geschichte wieder gesagt, Frauen dürfen ihren Beruf selbstständig aussuchen. Und heute denkt man, okay, und Gott sagt, das habe ich schon vor tausenden von Jahren schon gesagt. Aber manchmal sind wir ein bisschen langsam im Verstehen. Dann hat man, im Jahr 1960 gibt es einen einschneidenden Moment, man hat die Babypille eingeführt. Und das hat dazu geführt, sexuelle Revolution. Man brauchte keine Ehe mehr und man konnte sich auch Sex haben, ohne sich zu binden, weil es war immer so gewesen, ohne Antibabypillen, wenn du Sex hast mit irgendjemand, kann die Person schwanger werden. Also haben wir gewusst, okay, wenn ich Sex mit meiner Frau habe, dann wird sie schwanger in der Familie. Darum hatte man auch so viele Kinder. Also meine Mutter ist aufgewachsen mit 16 Kindern, musst du mal vorstellen. Es war natürlich immer im richtigen Ort und man hat gewusst, dann ist es nicht schlimm. Und die Babypille ist nicht nur in sich falsch, weil die Frau wurde oft dargestellt, der Mann bestimmt und die Frau muss immer hinhalten, wenn es der Mann will und Sexualität war immer etwas nicht Romantisches. Mit der Babypille konnte sich auch eine Frau total entspannen und konnte sagen, wow, cool, ich habe nicht gerade Angst, ich werde wieder schwanger, sondern ich kann es auch genießen. Also Erotik kam plötzlich ins Spiel und wir denken, ja, das ist schön, man braucht Öle und Gleitmittel, oder? Weißt du, was ich meine? Wir denken, wow, crazy. Kann jemand sagen Amen? Ja, schon gut. Nee, aber die ganze Erotik kam in das Spiel, aber es hat auch einen Nachteil, weil plötzlich haben Frauen und Männer gesagt, ich brauche keine Ehe mehr. Und die Ehe kam zum ersten Mal unter Beschutz und es gab viele kinderlose Väter, die aufgewachsen sind, haben nicht gewusst, wer ist mein Vater. Also jede Entwicklung hat was Gutes, aber auch etwas, was oft dann in die falsche Richtung in dem Sinne geht. Im Jahr 1970 kam der Gleichheitsfeminismus. Von Simone, sie hat gesagt, man wird nicht als Frau geboren, sondern die Frau wird man. Und sie hat gesagt, man muss jede Frau von der Rolle der Frau lossagen. Du kannst nicht mehr sagen, weil du eine Frau bist und ich hatte Sex mit dir, du bekommst ein Kind, bist du nicht einfach verdonnert, ein Kind zu bekommen. Da haben wir gesagt, also, wenn jemand schwanger ist, der Mann, der geht davon, kann weiterleben, wie er will, aber die Frau, die Karriere, alles ist am Ende. Und aus dem Gedanken kam Edson und gesagt hat, also lass uns doch das Recht jeder Frau geben, auch zu entscheiden über meinen Bauch. Der Bauch gehört mir. Und da fing der Gedanke an, dass man auch Kinder abtreiben kann, weil es ist ja das Recht nicht vom Kind, das im Bauch ist. Das ist ja ein Fötus, das ist etwas Störendes. Sondern die Frau kann selber entscheiden, das auszutragen oder nicht. Das gleiche Recht, das ein Mann nämlich auch hat. Im Jahr 1990 kam dann der Queerfeminismus, das kam von Judith Beutler, das ist eine Amerikanerin und sie hat gesagt, es gibt eigentlich ein Geschlecht, es gibt Männchen und Knaben, Weibchen und Mädchen, Weibchen und Knaben, aber es gibt eine sexuelle Orientierung. Nur weil du ein Mann bist, heißt es nicht, dass du ein Mann bist, gleich eine Frau liebst, sondern du kannst ein Mann sein und auch Gefühle haben für einen Mann. Und sie hat das getrennt in zwei Teile. Und das ist nichts Neues, liebe Frauen und Männer. Das gab es schon in der jüdischen Kultur. Schon Paulus kämpfte in den Korinthern gegen dieses Thema an, weil die Griechen haben gesagt, man trennt den Körper und die Seele. Also es ist nicht das Gleiche, wenn ich verheiratet bin, ist doch Sex etwas ganz anderes. Sex ist etwas wie ein Hobby.
Sex ist nicht Liebe. Also du spielst doch nicht mit jeder Person immer Tennis. Du änderst einen Tennispartner, oder? Golfpartner. Und Sex ist auch so, das ist so etwas wie Dessert essen, macht man auch noch. Das hat nichts zu tun mit Liebe. Und man hat das getrennt zwischen dem Gender und auch der Sexualität. Und liebe Frauen und Männer, es gibt eine Kirchenbewegung Wort und Geist. Hast du schon mal von dem gehört? Die machen genau das Gleiche. Du kannst in die Kirche kommen und sagst, oh, ich habe ein Gefühl für dich, obwohl es deine Frau ist, und habe sie genommen und gepackt und Liebe gemacht, und das kann man alles austauschen. Gibt es auch in christlichen Kirchen, und du denkst, habe ich noch nie gehört, diese Bewegung gibt es zum Glück bald nicht mehr. Halleluja, weil es ist eine absolute Katastrophe. Aber es ist nichts Neues in der Kirchenlandschaft, by the way. Ja, noch lustig, gell? Im Jahr 2020 kam dann die Gender Mainstream. Und die haben gesagt, lass uns nicht kompliziert machen. Eigentlich gibt es doch über 72 verschiedene Genderformen. Und man kann doch nicht mehr sagen, wenn du in das Spital gehst, du bekommst ein Baby, dann hat man früher gesagt, oh, das ist ein Penis, das ist ein Knabe. Und hat dann einen Namen gegeben, Hans, Peter, Franz und Uli. Heute sagt man, nein, das kannst du nicht entscheiden. Wer bist du, Mutter, Vater, nur wegen der Genitalien zu sagen, ob es ein Mädchen oder ein Knabe ist? Nein, nein, nein. Man lässt das mal schön, die Finger davon. Und irgendwann, wenn mal das Kind dann groß ist, kann sich selber entscheiden, welchen Gender ich übernehmen will. Das musst du mal meiner Mutter sagen, die würde dich eine Kopfnuss geben, hinten, vorne, überall, links und rechts. Nein, also, man kann ja auch... aber es ist eigentlich, die Aufteilung ist nicht mehr so klar. Und jetzt müsst ihr wissen, was auch immer deine Meinung ist über die ganze LGBTQAI-Sache, ist mir mega wichtig. Es kommt so darauf an, was deine Grundeinstellung ist. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich kann es biblisch argumentieren, dass man verschieden fühlen kann, leben kann. Kann man. Aber ich möchte dir heute sagen, und darum bin ich über das Thema nicht easy, weil du musst die Entwicklung vom Zeitgeist verstehen. Du musst wissen, was für Gesetze sind in der Entwicklung, die kommen werden, wo unsere Kinder, die in die Schule gehen, betreffen werden. Und wenn du so weiterleben willst mit deinen Kindern, sage ich, Sodom und Gomorra ist eigentlich unsere Kultur. Das ist meine Aussage. Du kannst Sodom und Gomorra willkommen heißen, oder ich drehe mich, Sodom und Gomorra, und sage, da hier ist mein Arsch, aber da mache ich nicht mit. Ohne zu verurteilen, ohne mit dem Finger zu zeigen, aber man kann Dinge anders sehen und auch anders lernen, weil die Kinder, die wir haben, sind deine Kinder, dein Eigentum, und du kannst sie prägen, wie du es willst. Also 4 Punkte zum Mitschreiben. Die sexuelle Vielfalt der Menschenrechte sagen zum Beispiel, man muss alles tolerieren. Und man hat ja auch Leute toleriert, und ich muss sagen, man hat ja auch Fehler gemacht. Nur weil jemand zum Beispiel ein anderes Geschlecht hat, mir die Person ausgestoßen hat, mit dem Finger gezeigt hat oder auch verbrannt hat, wie früher Leute, die geheilt haben als Hexen, das geht ja gar nicht. Das finde ich auch, das geht nicht. Man hat aber gesagt, man muss alles akzeptieren. Man darf nicht mehr, es gibt keine Toleranz mehr für die Intoleranten, also man darf auch keine andere Meinung mehr haben. Und ich möchte dir sagen, keine andere Meinung mehr zu haben, das ist ein dämonisches, teuflisches System. Weil im Judentum ist es immer so, es ist eine Diskussion. Und wenn man nicht mehr diskutieren kann, wenn man nicht mehr anderer Meinung sein kann, ist es nicht göttlich, es ist absolut dämonisch. Das möchte ich ganz bewusst so betonen. Es ist ein dämonisches System und eine dämonische Struktur. Ich erkläre das warum. Weil zum Beispiel, ich finde Pornografie absolut nicht gut. Ist nicht mein Thema. Und wenn du Pornos schaust, regelmäßig, kann man einen Hirnscan machen, und dein Hirn verformt sich total gewusst. Und Pornografie ist eigentlich wie eine Krankheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel Pornografie nicht gut finde und ich weiß, dass meine Freunde Pornos schauen und sich da befriedigen, sage ich ja dann nicht, du schaust Pornos, ich nicht, du bist nicht mehr mein Freund. Sondern Toleranz bedeutet, ich liebe dich als Mensch, aber nicht deinen Lifestyle. Jesus liebte jeden Menschen, egal was für eine Herkunft, aber nicht den Lifestyle. Das sind 2 komplett verschiedene Stories. Liebe bedeutet nicht, was du machst, ist auch gut. Nein, ich liebe dich, aber dein Lifestyle ist eine Katastrophe.
Und das ist das göttliche Denken, liebe Frauen und Männer, egal was die Welt da sagt. Dann haben wir gesagt, du musst zelebrieren. Jetzt musst du einen Monat lang das zelebrieren. Und ich denke manchmal, einen ganzen Monat. Und man hat das Problem, dass dann in einer Fußballmannschaft immer Leute gibt, die sagen, ich sehe das nicht genau gleich, in einer Eishockey-Mannschaft, und plötzlich werden alle in ein System hineingedrückt, ob du glauben willst oder nicht. Und jetzt kommt ein interessantes Phänomen. Alle schweigen über dieses Thema. Weil wir haben alle Angst. Wenn du deinen Mund aufmachst in der Firma, mit deinen Argumenten stehst du da, es geschieht ein Shitstorm, Cancel Culture, du verlierst deinen Job, du sagst, ich sage lieber gar nichts und ich verdecke mich ein bisschen und lass dann die Medien und die Zeitkultur alles bestimmen. Du bist ein Salz und ein Licht in dieser Welt. Du kannst nicht deinen Kopf einziehen. Das kannst du aber nicht machen. Und dann, jetzt kommt der Punkt, der mich stört. Die sagen, du musst dich mitbeteiligen. Jetzt ist es wirklich für mich weird. Also wenn jemand ein anderes Gefühl hat, sage ich, okay, ist deine Sache, kannst du machen, okay. Aber die gleichen Leute, die diese Empfindungen haben, beginnen die Schulen, alles zu bestimmen und sagen, man muss in der Schule, und es kommen Gesetze, liebe Frauen und Männer, schlaft bitte nicht, wo man den kleinen Kindern schon die Sexualität in allen Vielfalten erklärt. Und wie pervers ist dann das? Wenn bei einem Kind die Sexualität noch nicht erwacht ist, dann lass es noch schlafen. Lass die Sexualität im Kind doch schlafen. Lass es schlafen. Wie kommt man auf so etwas, ein Kind, wo mit dem nichts eine Ahnung hat, das zu erklären? Und man sagt dann, jetzt kommt eben die Theorie, du musst alles ausprobieren. Und wenn du nicht das ausprobiert hast, kannst du gar nicht wissen, ob du hetero, homosexuell oder was auch immer bist. Man muss ein bisschen rumexperimentieren. Und liebe Frauen und Männer, dann sprichst du, dass deine Gefühle ist dein Gott und meine Gefühle, sprech von mir, du hast vielleicht super Gefühle. Meine Gefühle, wenn ich auf die mein Leben baue, ja, viel Spaß. Meine Gefühle, und die Bibel sagt, meine Gefühle und mein Herz ist sündig. Kein Mensch ist gut. Wir sind eine sündige, nicht perfekte Natur. Nichts ist gut in mir, sagt die Bibel. Ich brauche Erlösung. Ich brauche eine Erneuerung von meinen Gedanken und auch von meinen Gefühlen. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich glaube, dir geht es genauso. Römer 1, Vers 24 bis 25. Und das ist so ein Vers. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie weichen der Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst. Das Problem ist der Kultur, wenn du nicht an Gott glaubst, bist du Gott. Du bist die Wahrheit, du bist der Maßstab und du betest deine eigenen Gefühle an. Und logisch, wenn du nicht an eine Ewigkeit glaubst nach dem Tod, dann nimmst du alles, was das Leben zum Anbieten hat. Aber die Christen sagen, das hier ist nur ein Übergang. Das ist nur die Fahrt nach Italien zur Heimat, wo ich hingehöre. Das ist nur eine Pilgerreise. Und die Bibel sagt, wir sollen statt den Schöpfer anbeten als deine Gefühle und deine Leidenschaft und dein Herz. Ist das nicht crazy? So, jetzt wird es ein bisschen ruhig, das ist okay so, habe ich auch erwartet. So, ich möchte ein bisschen theologisch etwas erklären, und zwar dieses Dreirad erklärt ein bisschen die Theologie, wo wir Christen drin sind. Im Moment in der Kirchenlandschaft teilen sich Kirchen in zwei Teilen. Es gibt die liberalen Leute und es gibt die, sag jetzt mal, bibeltreuen, so nenne ich das einfach mal ein bisschen salopp. So. Die liberalen Theologien, von denen gibt es viele auf YouTube, ich sage jetzt die Namen nicht, Leute hören das und nur weil ein Doktortitel da steht, heißt das lange nicht, er ist Dr. Gott. Sondern die hören das und die liberale Theologie sagt und auch Deconstruction sagt, dein Leben ist wie ein Dreirad, vorne ist dein Gefühl. Also wenn du diese Gefühle hast für andere Lebensformen und Sexualitäten, weil dein Gefühl ist ja nicht falsch und wenn man Liebe hat, ist auch nicht zerstörend. Also Liebe kann nie jemand wehtun. Und so deine Gefühle lenken dein Leben. Und jetzt Achtung, die Bibel ist das Hinterrad und deine Tradition auch. Das gibt noch ein bisschen Stabilität. Also an Weihnachten die Bibel zu leben, gibt ein bisschen Stabilität. Aber eigentlich sagen sie mit anderen Worten, das Vorderrad, deine Gefühle ist dein Gott. Und ich möchte dir Folgendes sagen, das Argument, das oft bringt, ich bringe nur ein Argument zum Wissen, ich bin da theologisch auch unterwegs.
Sie sagen zum Beispiel, als Paulus ja sagte, zum Beispiel Homosexualität, gibt diese Bibelstellen, kannst du vorlesen, ist etwas, was nicht von Gott ist, dann sagen sie, ja, das kann man nicht so sehen, weil dazu mal haben Leute Knaben genommen, sie versklavt und man hat sie für Sex missbraucht, Mann mit Mann. Das ist eigentlich der Gedanke von Paulus, wo er sagt, das geht gar nicht. Aber heute haben wir uns entwickelt. Schau euch mal raus, wir haben uns entwickelt. Es gibt keinen Krieg, wir haben uns entwickelt. Wir sind alle schlau geworden. Wir sind alle besser geworden. Wir sind alle vernünftig geworden. Wir haben uns entwickelt. Heute ist es eben keine Sklaven mehr, sondern die Liebe basiert auf einem gegenseitigen Ja. Und das ist dann ein theologisches Argument zum Sagen, darum ist die Bibelstelle von Paulus falsch und ich bin richtig. Und ich denke, wow, krass, Kung Fu, Bible Reading, Auslegung. Und ich stelle dir nur 2 Fragen. Am Anfang schuf Gott Mann und Frau, Punkt. Kein Komma. Was machst du mit der Bibelstelle? Ja, dann sagen sie, ja, aber die sexuelle Orientierung ist aber ganz anders. Ja, du sprichst von den Römern, von den Griechen. Da waren wir schon einmal. Also die Argumente sind mega dünn. Und ich glaube, du musst dich heute entscheiden in deinem Leben, auch als eine Gemeinschaft, was ist dein Vorderrad? Mein Vorderrad ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und dann hinten sind noch ein bisschen meine Gefühle, die sind ein bisschen schwierig. Und dann die Tradition ist auch noch schwierig. Aber mein Vorderrad ist das Wort Gottes. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen vom Augustin von Hippo. Er sagt dir Folgendes, und das ist mein Zitat, wo ich für mich selber sagen möchte. Wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt, und ablehnst, was dir nicht gefällt, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern nur an dich selbst. Es gibt viele Dinge in der Bibel, die challengen mich. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich habe gelesen und gedacht, ja, aber Gott, das meinst du doch nicht im Ernst. 10% Spenden von meinen Finanzen, geht's eigentlich noch? Was eine Frau und all das Zeugs, oder? Es kann doch nicht wahr sein. Die Bibel ist der Spiegel, nicht ich ändere das Wort Gottes ändert mich. Und du musst entscheiden, was ist dein Vorderrad? Und wir als ICF Community, unser Vorderrad sind nicht deine Gefühle. Ist auch nicht dein gutes Herz, sondern unser Vorderrad ist das Wort Gottes, auf dem bauen wir alle unsere Argumente. Und das wird entscheiden in Zukunft, wo es auch weitergeht als eine Bewegung, weil der Zeitgeist bleibt nicht stehen, der wird noch viel schlimmer werden. Und unser Vorderrad ist das Wort von Gott. Und jetzt weiß ich, liebe Frauen und Männer, ich möchte eine Box aufmachen, die ist matchentscheidend. Weil es gibt in der Naturwissenschaft, und das müsst ihr euch merken, in der Naturwissenschaft spricht man von einem Norm. Es gibt eine Norm, zum Beispiel, das ist die Hauptnorm. Aber es gibt immer in der Naturwissenschaft auch Ausnahmen, so Abweichungen. Zum Beispiel, etwas ist viel zu groß und etwas ist viel zu klein. Das ist nicht die Norm, das gibt es, aber es ist eine Abweichung. Oder etwas ist viel zu dick oder viel zu dünn, ist auch eine Abweichung. Könnt ihr folgen mit mir? Man sagt in der Naturwissenschaft, das ist die Norm. Aber du machst niemals die Ausnahmen zur Regel. Beim Französisch machst du nicht die Ausnahmen zur Regel, sondern nein, es gibt immer Ausnahmen. Und es gibt, medizinisch gibt es, liebe Frauen und Männer, immer Ausnahmen. Man spricht von 0,2 bis 0,5% der Menschheit ist intersexuell. Man kann medizinisch dein Geschlecht wegen dem Organ und auch den Hormonen nicht erklären. 0,2 bis 0,5% kann man medizinisch nicht einordnen. Jetzt sagst du, das stimmt, Leo, das stimmt nicht, das sind viel mehr. Du sprichst von den Gefühlen, aber nicht von einer medizinischen Wissenschaft, die bewiesen ist. Also es gibt immer Leute, die haben in dieser Norm einen Aufruf nach oben und nach unten. Und ich zeige euch ein Beispiel, so merken, es kommt in der Bibel absolut vor. Die Eunuchen in der Bibel, hast du schon mal gehört vom Eunuchen? In Matthäus 19, Vers 12 gibt es die Eunuchen. Eunuchen, das waren Zwitter. Die sind geboren worden nicht mit der Norm. Manche werden unfähig, die Eunuchen, zur Ehe geboren. Die waren nicht in der Lage, körperlich Kinder zu haben. Man konnte sie auch nicht einordnen. Und andere, die wurden dann kaputt gemacht und andere haben gesagt, nein, ich werde nicht heiraten. Du magst schon, in der Bibel gibt es Bibelstellen, die sagen, ja, es gibt medizinisch
gibt es immer in der Norm einen Auswuchs, das man nicht in die Box hineinschieben kann. Darum ist das Thema nicht schwarz-weiß, sondern es gibt immer auch Geschichten, die effektiv was zu tun hat mit deiner Geburt. Aber das ist nicht der Mainstream. Der Mainstream ist etwas ganz anderes als das medizinische, wie du geboren worden bist. Kannst du verstehen? Das ist ein entscheidender Punkt. So, ich habe Dave Cool gefragt, auf die Bühne zu kommen. Er hat 2 wunderbare Teenage Girls. Wunderbar, natürlich, wie er und seine Frau. Perfekt, gut erzogen. Dave, du bist ja dieses Thema von diesen Mainstreams, bist du mittendrin. Du hast Kinder, die kommen nach Hause und sagen, Vater, das Vorderrad von Leo ist super. Yes, also bei mir hat das so vor circa 2-3 Jahren habe ich mich richtig begonnen, damit zu beschäftigen, was da eigentlich auf uns oder auf mich zukommt. Und ich weiß, ich habe ein Telefon gekriegt, weil es gab im Schweizer Fernsehen eine Reportage über, wie ICF umgeht mit homosexuellen Menschen. Und es wurde so halt dargestellt, dass wir das grundsätzlich absolut schlimm finden und darum mit diesen Menschen auch nichts zu tun haben wollen. Und diese Person, die war früher bei uns in der Kirche und hat mir gesagt, wie konnte ich jemals ein Teil dieser Community sein? Ich schäme mich dafür, dass ich jemals da mit euch Gemeinschaft gehabt habe. Und das hat mich sehr bewegt, auch beschämt und gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe mich entschieden, ich will mich reinknien, ich will nachforschen in der Bibel, ich will mein Vorderrad gebrauchen, ich will es Luft reinlassen, oder? Und habe da richtig gegraben und gemerkt, wow, das Wort Gottes ist mega verlässlich. Und dann, weil das dann so dreht, bei uns in der Familie ist der Küchentisch, unser Mittagstisch ist so ein Ort, da wird geredet und alles ausgetauscht. Es gibt eigentlich keine Tabus, über die man nicht reden darf in der Regel. Und dann kommen die Kinder nach Hause mit ihren Themen oder ich bringe meine neuesten Sachen, die ich gelesen habe und wir reden darüber und diskutieren und ich sage, was ich glaube, was die Bibel sagt, zum Beispiel über Homosexualität. Dann sagt meine Tochter zu mir, ja, was ist, wenn ich lesbisch bin? Was ist, wenn ich mich so fühle? Und dann testen sie dich. Und ich habe ihr geantwortet, dass ich sie immer noch genau gleich fest lieben und annehmen würde, aber dass das Wort Gottes sagt das und das. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass meine zweite Tochter nach Hause kommt aus dem Sexualunterricht und sagt, ja, wir haben Anschauungsmaterial gehabt von homosexuellen Pärchen, die sich innig geküsst haben und fast die ganze Klasse hat sich geekelt und weggeschaut. Finde ich noch interessant. Für das, dass wir doch unseren Kindern den Freiraum geben sollen, sich selber zu entfalten und nicht Einfluss nehmen. Warum ekeln sie sich dann? Ist ein bisschen speziell. Und einfach über diese Dinge zu diskutieren und zu reden und auch wirklich nicht Angst zu haben. Ich möchte euch ermutigen, dass wir nicht Angst haben müssen, die wichtigen und die tiefen Fragen zu stellen, auch wo wir als Kirche vielleicht Fehler gemacht haben. Aber das Wort Gottes ist wirklich verlässlich und bringt Leben in unsere Leben. Dave, Applaus, super. Danke, Dave. Du hast gesagt, und diesen Satz möchte ich sagen, es ist ja, wir alle haben auch im Sex zu kämpfen. Ja. Ich sage das noch ganz kurz, du hast vorhin von dir gesprochen. Nicht im Sex habe ich nicht zu kämpfen, aber mit. Nein, also der Punkt ist der, oft wird hier auch mit Diskriminierung und Opferbildern gearbeitet. Und man wirft uns vor, ihr seid intolerant. Die Kirche wird beschmiert. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, vor ein paar Wochen. Überall alles, ihr seid schwulenfeindlich und weiß ich und so weiter. Mein Punkt im ganzen Thema ist, jeder von uns ist angehalten, seine Sexualität Gott zu unterordnen. Es ist egal, welche Orientierung du hast. Es ist egal, was du denkst, auf wen du stehst oder zu wem du dich hingezogen fühlst. Ich muss meine Sexualität genauso Gott unterordnen. Das ist nicht immer einfach. Es ist eine Herausforderung für jeden Menschen. Und die möchte ich annehmen und mein Denken von Gott schleifen lassen. Vielen Dank, Dave. Danke fürs Applaus. So, ich möchte nochmals ein Statement machen. Also es gibt ja medizinisch dieses 0,5% sind intersexuell. Wie geht man mit dem um? Das ist mega wichtig. Es gibt so 3 Arten, die wo ich im Moment gehört habe. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe Gefühle in einer falschen Richtung, sage ich mal, in eine andere Richtung besser gesagt. Und die entscheiden sich bewusst, ich bleibe Single.
ich werde meine Sexualität nicht ausleben. Man kann auch eine Sexualität schlafen legen. Das haben Mönche auch gemacht. Die haben gesagt, ich lege meine Sexualität schlafen. Das geht. Das kann man machen, by the way. Es gibt Leute, die sagen, okay, Jesus hat mich verändert. Und ich habe plötzlich diese Gefühle nicht mehr. Ist kein Thema mehr in meinem Leben. Und man muss jede Geschichte einzeln anschauen, überlegen, wie kann man das mit der Person anschauen. Das ist genau das gleiche Thema. Die Bibel sagt, wenn du heiratest, du kannst dich nicht mehr scheiden. Sagt die Bibel auch. Klar, schwarz auf weiß, gibt es keine zweite Meinung. Aber man heiratet und zweites Mal sagt, man macht einen Neubeginn. Und jede Geschichte muss man neu anschauen und in den Spiegel schauen, wie kann man das wieder lösen für die Zukunft. Weil es gibt nicht so schwarz-weiß, wie wir das immer gerne hätten. Aber der Zeitgeist, den müssen wir bekämpfen, gegen den stehe ich, den akzeptiere ich nicht, weil ich bin nicht bereit, dass alle plötzlich, wo nicht in diese Norm gehören, plötzlich den Maßstab für uns alle machen. Ich ende, nimm dein Smartphone nach vorne. 6 Punkte, was du machen kannst. Du kannst es abfotografieren. Familien-Mainstream statt Gender-Mainstream habe ich das genommen. Entscheide dich ganz bewusst, auf welche Werte willst du deine Familie bauen. Ist das Vorderrad deine Gefühle? Oder sagst das Wort von Gott, ändert mein Leben. Begleite deine Kinder liebevoll und achtsam auf den ersten Etappen ihrer Lebensreise hin, bis zu einer gefestigten Sexualität. Sprich mit deinen Kindern offen über Sexualität. Das habe ich und meine Frau immer gemacht. Überlass nicht der Schule, überlass nicht dem TikTok, überlass nicht Instagram, dann hören sie nur das, was man hört. Sitz zusammen, erklär ihnen den Wert von einer Familie, von einer Ehe. Erklär es ihnen, lebe es vor. 3. spreche immer respektvoll über Menschen, die sich zu einer abweichenden Sexualität bekennen. Mach nicht Witze. Sei respektvoll. Liebe jeden Menschen. Beginne sie mit Würde und Respekt, aber du musst nicht den Lifestyle gutheißen. Das ist ein Riesenunterschied. 4. vertraue den Kindern ihre Entscheidung. Wenn ein Kind sich entschieden hat, dann musst du es ihnen lassen. Sie ist ihr Leben, ihre Story. Aber du hörst nicht den Kontakt auf. Es sind deine Kinder. Bleib immer mit den Kindern im Gespräch. Auch meine Kinder sind älter, also erwachsen schon. Hör nicht auf. Wenn ein Kleinkind nimmst du auf den Schoß, im Alter ist dein Kind im Herzen. Die Herzensfreundschaft darfst du nie abbrechen und sagen, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Such den Dialog, such immer die Nähe. 6. heiße Menschen mit einer abweichenden Sexualität immer willkommen. Unsere Church ist, die Türen sind sperrangel offen. Auch in den Small Groups, auch online, auch Microchurch. Weil wir sind nicht mit dem Finger auf Menschen richtend, aber dieser Zeitgeist, der sagt, du musst probieren und deine Gefühle, das finde ich nirgendwo in der Bibel, sondern die Bibel sagt, ich soll meine Gesinnung ändern. Wenn sich das verändert, ändert sich mein Herz und sehr oft auch meine Gefühle und plötzlich kommt etwas wieder in ein Lot, so wie es Gott ganz am Anfang gedacht hat. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.